Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit einem neuen Let's Play. Und wie man schon gesehen haben, verfügt es über automatische Speicherung, da darf ich dann nicht aufhören. Ich darf euch definitiv hier zu Resident Evil 2 Remake auf Pelzig begrüßen, auf das ich mich schon gefreut habe, seit es bekannt gegeben worden ist. Heit frisch im Laden gekauft, direkt angezockt und hochgeladen, nur für euch heit. Ja, es ist jetzt entsprechend auch schon etwas spät, an einem relativ düsteren Tag heute. Wir haben jetzt circa 3:30. Und es ist relativ duster, es hat sich zugezogen wie Sau und trotzdem, ich kann's nicht abwarten. So, Sprachausgabe gebe ich mal im Vergleich wie zu Resident Evil 7 mal hier im Deutsche eine Chance. Da machen wir hier nochmal die Kopfhörer, ja, das Echtzeit binaural. Das klingt eigentlich ganz cool. Untertitel, finde ich, können wir darauf verzichten, wenn wir es auf Deutsch hören. Wenn wir es jetzt auf Englisch oder Japanisch hätten, okay. Aber wir machen das erstmal so. Gott, wie ich mich drauf freue. Maximale Helligkeit. Bis das Muster gerade so sichtbar ist. Tja, eigentlich, ne? Finde ich das eigentlich noch ziemlich... Wisst was? Wir machen einfach mal auf Mittel. Beim Let's Play ja eigentlich immer etwas heller, deswegen machen wir jetzt mal so. Ah, gerade so sichtbar. Okay, das wäre dann... Wisst was? Wir machen das jetzt mal nicht für Let's Play, sondern als würde ich das privat zocken. So, gerade nochmal richtig positionieren. Und das mal machen wir es mal wirklich gerade so. Ich will das mal richtig düster und hässlich spielen. Okay, bis das Bild auf der linken Seite verschwindet. Und... gerade mal gucken. Okay. Bis das verschwindet. Das ist eigentlich schon... hier der Fall. Oder hier. So. Mit Resident Evil Net verbinden. Kostenloser Service, tiefere Einblicke. Ja, brauchen wir erstmal nicht, oder? Brauchen wir erstmal nicht. Okay, ihr habt so gewählt, ihr liebe Leute. Also derzeit gucke ich mich ja ein bisschen um, weil ich weiß noch nicht, wo mein Facecam hier kommt, wo ich meinen Molokop hier platziere. Deswegen schauen wir erstmal. Hier wird es wahrscheinlich auch rechts am wenigsten stören. Ja, ihr habt so gewählt auf Facebook und auf Twitter, ihr liebe Leute. Ich soll Claire Redfields Kampagne spielen. Und wäre es unentschieden Woche, hätte ich wahrscheinlich auch eher zu ihr tendiert. Aber wir lesen erstmal Leon S. Kennedy. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon Scott Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Claire Redfield. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Da, da, da. Also, Optionen, können wir gleich auch mal gucken. Audio, ne? Wenn man derzeit alles auf Maximum, wenn es zu arg ist, gebt bitte Bescheid, dann kann ich das immer noch schön ändern. So, jetzt bin ich wieder einigermaßen im Bild. So, dann würde ich sagen Audio. Das lassen wir erstmal alles so. Sprache ist Deutsch, Untertitel haben wir aus. Anzeige, Helligkeit, Filmkorn, jo komm. Kamera geht ab wie Sau. Wir probieren es jetzt einfach so. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, irgendwas in der Optionen zu machen. Ich will loslegen. Also, Claire Redfield. Wählen Sie einen Spielmodus aus, assistiert, für Spieler, die eine einfache Steuerung bevorzugen. Zielhilfe, teilweise Autoerholung der Gesundheit. Gegner sind etwas schwächer. Standard. Der normale Spielmodus. Veteran. Für Veteranen der Reihe. Jedes Speichern erfordert ein Farbband. Kein Autospeichern. Stärkere Gegner. Mama assistiert. Das muss so sein. Aber das wird so Spielzeit, das werde ich eh mehrfach spielen. Oh, ich freue mich wie Sau. Ich habe ja schon das alte Resident Evil 2 damals in den 90er geliebt. Das haben wir damals beim Olli noch die Playstation gespielt. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du, dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau.
Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, komm. Beruhig dich. Du, hey, du Starkfleisch. Okay, gib da drauf nicht Angst nach, ja? Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Wie geil die Grafik auch gemacht ist. Oh, ich sollte mal schlafen. Scheiße! Wow. Nein. 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 Drohte mal, wer gleich geknuspert wird. Was mache ich denn nur? Mhm. Warum war es nur so klar? Ja, das ist dann. Du kennst mich, ich komm klar. Klingt gut. Ich komm zurück, sobald ich Chris finde. Sowieso, muss los. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Bis zur... Sieht wohl aus, als wären wir im Hallo? Tutorial. Die Umgebung erkunden. Ja. Dann Animal hier. Hallo, ihr liebe Leute. Jetzt sind wir endlich im Spiel drin. Wir können uns mit rechtem Joystick umgucken. Und Claire macht ganz schön was her in deren neue Grafik. Ja, recht hübsch. Ich habe mich da sehr hyperlost von dem ganzen Projekt. Und meine Playstation, die dröhnt richtig. Die holt alles raus, was es hier rauszuholen gibt, wie es aussieht. Und ich habe mich da richtig hyperlost auf dem Resident Evil 2 Remake. Und sie wird auch nass, wenn man in der Rege geht. Und ja, ich habe immer mal wieder die Gameplays geguckt dazu. Und muss sagen, das sah alles so dermaßen geil aus, dass ich mich... Oh, ich freue mich wie Hund. Deswegen machen wir heute auch wirklich nochmal extra lange Episode. Ich werde mal gucken, dass ich sogar noch ein bisschen mehr als 30 Minuten heute mache, weil ich habe vor, sonst 20 bis 30 Minuten pro Episode zu investieren. Und dann schauen wir einfach mal. Da wie man rennt, habe ich noch nicht rausgefunden. Deswegen schauen wir doch einfach mal. Wir können nur uns bewegen und umgucken, wie es aussieht. So. Ich hoffe, ihr hört das nicht so arg, das Hintergrundgeräusch von der Playstation. Hallo? Irgendjemand hier? Taschenlampe, das wird unser bester Freund. Hallo? Okay. Den Laden untersuchen. Oh, sind das Geräusche im Hintergrund schon. Also das ist schon mal etwas, was es im Original Resident Evil 2 nicht gegeben hat. Und zwar ging das direkt los, dass man in Raccoon City mit Leon zusammentrifft. Ah, scheiße. Okay, da hinten ist einer. Ich möchte aber erst noch gucken, ob es hier irgendwas gibt für uns. Gott, das ist ganz schön laut, die Playstation. Die pfeift und dröhnt wie noch was. Na, Alles okay. in Ordnung? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Ich glaube, der ist gebissen Woche. Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Ist aber nicht der Trucker. Oh, oh. Oh, das wird richtig übel in dem ganzen Spiel. Ohne Scheiß, ihr liebe Leute. Wenn das so duster ist, weil man hat das immer gesehen bei deinen Gameplays, wenn man im Polizeirevier von Raccoon City unterwegs ist, das wird so brutalst übel, wenn man nur auf diesen ekelhaften Lichtkegel angewiesen ist. Boah, mir geht jetzt schon ganz schön die Pumpe. Wie geil das gemacht ist. Hier noch Kevaff.
Das ist aber auch grafisch so unglaublich geil und Claire sieht echt richtig gut aus im Vergleich zu anderen Spielen, wo sie schon aufgetaucht ist. Sieht sie hier am besten aus, finde ich. Okay, es ist ein bisschen die Steuerung wie bei Resident Evil Silver. Ich sagte halt still! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Zurückbleiben, Ben! Nicht der! Oh oh. Ih. Oh. Und das ist scheiß realistisch dargestellt. Kommen Sie mir nicht näher! Oh, 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 zielen und feuern. Ah, ich habe glücklicherweise eine Waffe bei mir. Okay. Der zielt automatisch schon. Kann ich hochladen wieder? Nee. Oh Gott, der Polizist steht bestimmt auch wieder auf. Was Okay. zum Teufel? Ach Gott, der steht wieder auf. Ach Gott, wie viel braucht dann der? Scheiße. Mist. Nachladen mit Viereck. Alter, das sind so unsterbliche Zombies mal wieder, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der bewegt sich noch. Ih, ich glaube, habe ich in die Hand wegfetzt. Okay, zur Sicherheit einfach. Aber natürlich, wie jede gute Amerikanerin, hat die natürliche Handfeuerwaffe bei sich. Officer Friendly steht auch nicht nochmal auf. Oh Gott. Schlüssel? Okay, einfach nur Schlüssel. Okay. Packen wir da rein. Inventar öffnen mit Dreieck. SLS 60 Pistole. 9 mm Pistole mit 5 Schuss. Verdankt ihre kleine Größe ihrer eigenen Kapazität, ihrer geringen Kapazität. Extrem einfache Handhabung. Ein abgenutzter Schlüssel. Okay. Das Inventar sieht auch ein bisschen aus wie bei Resident Evil Silver. Und over haben wir noch Brief der besten Freundin. Liebe Claire, zuerst einmal vielen Dank für deinen Brief. Und jetzt muss ich mir was von der Seele schreiben. Ich fasse es nicht, dass du das wirklich tun willst. Unglaublich, dass du ganz allein nach Raccoon City fahren willst. Und das nur, um deinen Bruder zu sehen? Was ist bloß in dich gefahren? Ich weiß aber, wie viel Chris dir bedeutet und dass du ihn seit einem Monat nicht mehr erreichst. Aber jetzt bist du verrückt geworden. Du weißt doch, wie viele Perverse und Arschlöcher sich da draußen rumtreiben und nur auf eine heiße junge College-Studentin warten. Es ist so gefährlich, alleine zu reisen. Aber dein Entschluss steht wahrscheinlich fest, oder? Versprich mir bitte, mich anzurufen, wenn du in Raccoon City bist. Lass deine beste Freundin nicht hängen, okay? Alles Liebe. PS, dein Bruder mag ja der Chris Redfield sein und dir das Kämpfen und Schießen wie kein anderer beigebracht haben. Aber du bist deshalb noch lange nicht unverwundbar. Mach also keine Sperenzchen da draußen. Okay. Ja, das Ganze spielt auch 1998, noch die Vorfälle von Resident Evil 1. Und das kennt ihr ja bestimmt von meinem Let's Play-Kanal hier. Schleichwerbung. Steh bitte nimm mir auf. Schnell! Es wird aber auch nirgendwo beschrieben, wie ich rennen kann, ne? Ich vermute, der dicke Ladebesitzer ist wahrscheinlich auch wieder auf der Bag, kann das sein? Ja, hier kann ich dann wichtige Objekte verwenden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie in Inventar Benutzen aus. Okay, hier, benutzen. Haha. Also. Ich behalte. Irgendwas schnauft? Ja. Fatman Schnaufing. Ih. Ist auch noch so ein hässlicher Kasper. Wow, 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 wow. Okay, ich glaube, dann habe ich die Schädel verbädelt. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Das war ein Crit. Aber Speckman Walking ist noch unterwegs. The Walking Fat. Okay, ich glaube, der könnte nochmal aufstehen. Ich will doch rennen. Claire, renn doch. Hier sind wir noch irgendwie vorbei. Und du bist Liam. Wow, nicht schießen. Okay. Runter! Wir müssen raus hier. Alles gut? Ja, denke schon.
Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Ups. Ich wüsste gern, wie man rennt. Ih, der Herr ohne Nas. Rein da! Festhalten. Alter. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Raccoon City, home of Umbrella. Capcom presents. Mit lustigen japanischen Namen. Ah, wie geil das schon gemacht ist. Uah. Boah, ja, hab ich doch Bock drauf. Und das Moment ist auch so. Sehr cool. Resident Evil 2. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber... Was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Nein, Überlebenden... die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Also der Rege ist teilweise noch etwas komisch animiert, aber ansonsten finde ich es eigentlich ziemlich geil gemacht. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Das war beim Original, wo dann der Laster kam und alles gebrannt hat, ne? Oh oh. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon! Fahr rückwärts! Ja, da kommt der Laster. Wie im Original. Ah, mit dem Speckmann-Trucker. Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Oh, leck. Okay, das gab dem Trucker auch nur eine kleine Vorgeschichte im Vergleich zum Original. Oh Mist. Ih. Und wo Leon ist, wissen wir nicht. Claire, alles Doch, klar? da ist er. Ja! Mir geht's gut! Was ist mit dir? Ich muss weg hier! Ist nicht sicher! Oh, Scheiße. Geh schon weiter! Du heilige Scheiße! Eine Station!
Was ein geiles Szenario. Da können wir nicht lang. Renn doch! Claire! Claire-Anlage, renn doch! Ich muss doch wissen, wie man rennen kann. Derzeit geht gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich renne. Darf nicht anhalten. Muss in Bewegung bleiben. Ja, das rate ich dir definitiv, in Bewegung zu bleiben. Oh, wie geil das gemacht ist. Ohne Scheiß. Wenn ihr das aus dem Original noch kennt, wie ultra fucking oberepisch super geil das ist. Ich hab mega dicke Gänsehaut. Wie das Ende der Welt. Der Iu. Hallo Iu. Ich wüsste echt gern, wie man rennt. Das wäre echt super. Ich probiere jetzt wirklich jede Taste aus. Aber irgendwie will das nicht. Das Spiel will nicht, dass ich renne. Jetzt, wenn man dieselbe Richtung drücke, geht auch nicht. Polizeistation. Bin fast da. Ah, ist der Waffenhändler nicht dabei? Schade, ich habe gedacht, der Waffenhändler wäre eventuell auch noch dabei. Wie aus dem Original. Und wir haben ja auch keinerlei Munition. Wir sind derzeit vollkommen fikiert. Also wir stehen total auf dem Präsentierteller. Du aus dem Bus. Oha. Scheiße. Oh nein, 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 nein. Und ich muss da irgendwie vorbei. Die stehen alle wieder auf. Du der Thorsen. Wie geht? Alter. Wow. Okay, aber der Waffenhändler ist leider nicht mit dabei gewesen. Ich muss gerade mal was gucken, was die Steuerung angeht. Oh Gott, die Playstation, die geht ab wie Sau. Die bloßt und bloßt. Trophäe erhalten in Kupfer, die Stadt der Toten. Lauter geht's leider auch nicht mehr. Deswegen, ich hoffe, es ist laut genug, dass man das alles gut hört. Weil ich höre es leider etwas leise auf meinem Ohr. Was die Kamera, die Steuerung angeht. Steuerungseinstellen. Wo renne ich dann? Steuerung, Waffe ziehen, Nebenwaffe. Waffen bewegen, sprinten ist L3. Okay, L3, was ist denn? Ah ja, L3. Okay, klar. L3 ist das hier. Aber das macht er trotzdem noch nicht. Doch, okay. Cool, jetzt weiß ich auch, wie man rennt. Na gut, erstmal ein bisschen der Regendreck wegmachen und dann gehen wir mal rein. So, die Umgebung erkunden. Wir sind in der Polizeistation von Raccoon City gelandet und ich würde sagen, das ist circa die Hälfte von der Episode. Ich mache nämlich heute extra mal 40 Minuten, weil ich so ultra Bock drauf habe. Hier? Geht was oben. Ja, sieht super aus. Keep out. Irgendjemand hier? Wir gucken uns erstmal um, nachdem wir jetzt wissen, wie wir rennen können. Ah, Inventarbox. Schlüssel. Ja, ich denke, den können wir verstauen. Den brauchen wir wahrscheinlich gerade nicht. RPD. Oh nein, das ist keine Republikanische Partei Deutschlands. Das ist das Raccoon Police Department. Mist. Drin sind sie auch. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus und steht hier drin. Schickt Verstärkung! Ostkorridor! Ostkorridor, okay. Beim Pauseraum. Ich sollte ihm helfen. Mhm. Probieren wir es mal, dem zu helfen. Die Ostseite des Gebäudes untersuchen. Hier können wir speichern. Und hier haben wir endlich Munition. Okay, dann laden wir gleich mal noch. Endlich. Aber die wird uns nicht lang halten, vermute ich. Wir speichern hier auf jeden Fall auch nochmal. So, wir brauchen ja kein Farbband hier, ne? Nicht in dem Easy-Mod. Gott, die Playstation, die zischt und die kreischt und die macht und die tut. Vor lauter Gut. Haben wir hier noch irgendwelche Gestalter? Leider ist das Spiel ziemlich leise, kommt mir so vor.
Okay, da muss ich anscheinend Medaille einsetzen. In loving memory of those who served with the was? Favor oder with the blah blah of lions, the nobility of unicorns, and whose ultimate sacrifices pure as the maidens of old. Okay. Also anscheinend Gedenkstatue für all jene, die ihren Leben im Polizeidienst geben, vermute ich jetzt einfach mal so stark. Die Amis brauchen das ja immer so ein bisschen übertrieben, das Ganze. Okay, wie ist die Taschenlampe eigentlich? Ah ja, mit R3 gucke ich immer geradeaus. Das ist gut zu wissen. Hier muss ich irgendein lustiges Puzzle lösen. Das war sowas, was ich beim Original Resident Evil 2 auch nie verstanden habe. Dass man da immer diese Ultra-Rätselrei packt in einer Polizeistation, eigentlich ein öffentliches Gebäude, dass das so vor Rätsel wimmelt. Ah, da hat es sich doch schon mal wieder gelohnt, ein bisschen zu stramern, ne? Aber ich möchte auch noch mal bei der Option kurz bei der Steuerung gucken, wie ich meine Taschenlampe nutze. Sprinten, Kamera zurücksetzen, Kamera bewegen. Okay, Munition wechseln mit R1. Okay. Na gut, da steht leider nicht drin, wie ich die Taschenlampe separat machen kann. Ich denke mal, das wird dann automatisch immer verwendet. Ja, der guckt mal gern beim Rennen zu, oder? Ja, ich weiß, Ferkel. Aber, ja, ich finde definitiv von Claire ist das auch mit Abstand die schönste Animation. Sie sieht realistischer aus und nicht so überschön betont, sondern sie sieht einfach auch aus, als hätte sie ein bisschen Fleisch auf der Knoche. Und sie sieht gesund und sie sieht echt gut aus. Sie gefällt mir richtig gut. Und Leon gefällt mir übrigens auch richtig gut. Den haben sie auch sehr gut hingekriegt, wie ich finde. Mit der Stimme muss ich mich erst noch ein bisschen anfreunden. Oh Gott. Duscht da wie Wageladung Arschlöcher. Und alles Blut verschmiert. Oh, Scheiße. Gott, ich sehe außerhalb von dem Lichtkegel nichts. Das ist jetzt deswegen, weil ich es mal wirklich so gemacht habe, wie ich es privat zocke würde. Wenn es euch zu dunkel ist, dann mache ich es halt wieder auf Let's Play Helligkeit hoch. Das soll nicht das Problem sein. Da brauchen wir noch eine Sicherung, wie es aussieht. Okay. Gut, da können wir vielleicht rein. Nee, ist verschlossen. Okay, ich habe jetzt auch schon gesehen, dass da etliche fette Zombies auch dabei sind. Finde ich für Amerika auch nur realistisch. Und, ach, wenn man denken könnte für Amerika, dass die Polizei eigentlich fitter sein sollte, aber nee. Ach, beim Polizeidienst, im Innendienst sind auch sehr viele Speckmänner mit dabei. Das ist halt... Konzentration, Claire. Konzentration. Ist halt so. Während ich in Deutschland tatsächlich eher wenige fette Polizisten gesehen habe. Ich befürchte, dass es dieser 15-Minuten-Abschnitt, wo ich mal 15 Minuten erstes Gameplay gesehen habe, dass es am Ende, wenn ich hier raus will, hier vor Zombies nur so wimmelt. Machen wir auf. Hier scheint ein Besprechungsraum zu sein. Das sind alles Sachen, die ich mehr oder weniger schon kenne. Aus den Gameplays. Aber jetzt halt zum ersten Mal tatsächlich selber Spiel. Was ich halt jetzt schon super geil finde. Der steht bestimmt wieder auf, oder? Ich könnte mal in die Hoden schießen. Aber gehen wir erstmal drauf vorbei und warten, was er macht. Ich glaube, hier kann man das Licht noch einschalten. Ja, dass es nämlich allzu eklig ist. Aber komm. Sicher ist einfach sicher. Ich habe mir geschworen bei dem Let's Play, ich gehe auf Nummer sicher und schieße allem in den Kopf, was ich hier finde. Der hat auch gleich mal wieder Munition. Weil das Spiel ist ja ultra realistisch gehalten. Jede Gräueltat ist hier auch wirklich bis ins Detail dargestellt. Ich finde es auch in Ordnung so, weil so sieht man dann einmal, dass eine Zombie-Plage nichts Wünschenswertes, Romantisches an sich hat, sondern dass das wirklich einfach nur absolut hässlich ist und dass sich kein Mensch in so einer Situation wiederfinden will. Deswegen halte ich das durchaus auch für wichtig, sowas so darzustellen, so
ultra realistisch wie nur möglich. Aber okay, ich glaube, bis auf die Munition, die der Tote bei sich gehabt hat, haben wir hier nichts mehr. Das wird wahrscheinlich so ein Presseraum gewesen sein, wo man Pressekonferenzen gegeben hat. Und auch noch relativ ebenirdisch und gut von der Eingangshalle erreichbar. Schalte die Taschenlampe wieder ein, Claire. Okay. Ochs. Na, la. Bist gut, kommst in die Sub. Haben wir da noch was? Okay. Wie gesagt, ich hab mir da einiges im Stille und Heimliche für mich selber geschworen. Oh Gott, ich glaube, auf dem Klo kommt es durchaus zu Jumpscares. Und ich komme natürlich nur auf die Frauenklos. Die Männerklos geht's gar nicht. Da ist bestimmt schon jemand im Scheißhaus drin. Ich könnte drauf wetten. Jumpskare for the win. Ich könnte drauf wetten, irgendwo im Scheißhaus ist ein Zombie drin. Also. Okay. Ah, Erste-Hilfe-Spray. Geil. Nehmen wir gleich mal mit. Jeder kennt es aus Resident Evil-Spieler. Weil ich habe das auch schon in den Gameplays gesehen. Es kommt öfters mal vor, dass Leiche irgendwo rausfliegen oder halt auch Zombies. Deswegen. Okay, das mal ist keiner auf dem Scheißhaus. Aber normalerweise, der Jumpscare sitzt auf dem Scheißhaus. Das ist normalerweise immer so. Hier darf man nicht rauchen. Boah, schade. Kein Zombie. Okay. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Hydrant. Ich habe mich, glaube ich, jetzt schon gnadenlos verlaufen in dem Lader. Okay, das sind schon zwei. Der steht nämlich auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist gut. Und der Speckmann? Okay, da ist eine Kette. Da braucht man einen Bolzerschneider oder sowas wahrscheinlich, ne? Okay. Dann gehen wir erstmal hier den Gang entlang. Oder kommen wir von dort? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob man nicht von da herkommt. Aber auf jeden Fall ist es fucking unangenehm, ihr liebe Leute. Es ist... Ja, von da kommen wir. Es ist richtig ekelhaft unangenehm, wenn man nur in dem Lichtkegel unterwegs ist. Ja, okay. Gut, dann sind wir dort tatsächlich richtig. Wir müssen dort durch. Oh, der Polizist. Ja, der hat noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, dann kommt es, wenn man den befreit, oder wenn man zu dem hier geht, besser gesagt, dass jetzt überall die Zombies spawnen. Jetzt hat es auch gespeichert. Und jetzt kommt's, es ist so übel. Hier, geben Sie mir die Hand. Hilfe! Festhalten. Geben Sie mir die andere Hand. Ist okay. Ich hab sie. Einfach nur die Torsen rausgezerrt. Tut mir so leid. Oh Gott, und wie das auch noch Oh Gott. glitzert. Igitt. Taufrisch. Mit der Gedärme. Notizbuch eines Polizisten. Goddess Statue, also von der in der Haupthalle geht es anscheinend unterirdisch weiter zum Fahrstuhl noch unten in den Fragezeichenbereich. Trepp hoch zum Parkbereich und dann Ausweg. Diverse Sachen gekritzelt. Die helfen uns dann definitiv bei der Schlossrätsel weiter. Ich muss gerade mal gucken, die Karte benutzen. Ah, mit Touchpad kommen wir auf Kartebildschirm. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen, er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Oh, das finde ich schön. Raum der Wache sind wir jetzt und hier haben wir noch diverses Zeug, Inventarbox, Schreibmaschine, zugeklebter Kasten, das zeigt uns alles hier. Ah, Göttinnenstatue. Okay, cool. Cool.
Moment. Heilende Objekte. Wenn Sie Schaden nehmen, wechselt Ihre Gesundheitsanzeige von gesund zu Warnung und schließlich zur Gefahr. Wenn Sie in Gefahr sind, sollten Sie sich schnell mit einem Kraut- oder Erste-Hilfe-Spray heilen. Okay, da haben wir ja Dokumente. Genau, da können wir sowas auch nochmal nachgucken. Sau gut. Okay, ich glaube, jetzt ist Zombie-Doodle-Doo vor der. Hi, Officer Widerling. Okay, dann haben wir umgenietet. Drauf vorbei. Wie in Resident Evil üblich, man muss nicht jeden scheiß Zombie abmurksen. Man muss einfach nur raus. Uah. Oh nein! Scheiße! Geh weg, Ming Li Fu. Hier rum. Schnell, 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 schnell. Laden hoch. Und hier wieder durch. Wie gesagt, man muss nicht jeden Zombie killen in Resident Evil. Alles klar? Ja, Du bist sicher. Vorerst. Ah, der Sergeant. Wie cool der aussieht. danke. Du wurdest wohl gut ausgebildet. Ja, ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Komm her. Das ist aber ganz schön blass, der Arme, und Gebisse war er auch. Niemand kennt die Ursache? Es gibt viele Theorien. Aber ich weiß nur sicher, dass es hier von Zombies wimmelt. Ja, was sie nicht sagen. Hey, hey, lass das an. Nur für den Fall. Ich werde nicht lang bleiben. Wenn ich Chris finde, sind wir hier raus. Du bist wirklich Chris' Schwester. Ja. Wieso? Haben Sie was gefunden? Er ist verreist. Europa, denke ich. Vor Wochen schon weg. Verreist? Das ist großartig. Ich habe noch mehr für dich. Anscheinend gibt es einen Weg raus durch diesen Geheimgang hier. Gut. Oh, Hey, Sie sollten schnell ins oh Krankenhaus. nein, vergiss mich. Ich kümmere mich um mich selbst. Nein, das machen Sie nicht. Sie brauchen dringend Hör Hilfe. zu, Claire. Rette dich selbst. Damit du deinen Bruder wieder siehst. Hier. Du brauchst das sicher. Nein, ich nehme das nicht. Sie werden das. Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder Kampfmesser haben wir jetzt gekriegt. Wie in Resident Evil 7 können wir jetzt so damit auch anscheinend die verklebte Käste aufschneiden. Aber wie cool sie den Sergeant gemacht haben, der sieht richtig cool aus. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. L1 bereithalten, R2 schlitzen. Kann zum Kontern L1 verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Kann wiedererlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Jetzt beruhigt sich die PlayStation auch endlich mal wieder. So, jetzt höre ich vielleicht auch ein bisschen mehr. So, das Kampfmesser, ja. L1 und R2. Okay, die PlayStation war ja die ganze Zeit, die war am Dröhnen wie Sau. Da habe ich halt überhaupt nichts mehr gehört. Mittlerweile hat es etwas beruhigt. Das Spiel ist, wie ich leider feststelle, sehr leise. Ich hoffe, dass ihr es gut hört. Weil über die Kopfhörer höre ich leider sehr wenig. Okay, das ist hier der Löwe mit dem Schild. Der Löwe mit dem Schild.
hat Löwe. Moment. Löwe, Blume, Adler. Nenne ich das jetzt einfach mal. Löwe, Blume, Adler. So, jetzt kommt hier was raus. Und zwar die Löwe-Medaille. Löwenmedaillon. Okay, cool. Das ist eins von den Dinger, die wir brauchen dafür. Wir gucken uns das nochmal an. Das ist anscheinend egal, ne? Das muss ja nicht irgendwo fest angebracht werden. Die wird das von sich aus schon machen, nehme ich mal an. Okay. Na dann. Das packt sie schon wohin. Dann geht schon mal auf, dass da ohne was ist. Ja, noch sind wir nicht raus. Ja. Wir versuchen natürlich auch das Sergeant mitzunehmen, wenn irgendwie möglich. Okay, aber ich würde mal sagen, ihr liebe Leute, das war doch mal ein richtig geiler Auftakt. Und wir sehen uns übermorgen wieder, wenn ihr wollt, zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Da geht's hier direkt weiter in der Polizeistation von Raccoon City. Iron Yankee.